Hallo zusammen. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alles klar bei euch. Und vor allem hoffe ich, dass ihr ein bisschen Bock habt auf Far Cry 5. Ich komme momentan nicht so dazu, das Game zu spielen, halt, wegen Fortnite, wie immer. Gang noch sehr gerne am Spielen, fast jeden Tag. Siege sind mittlerweile sehr schwer für mich. Die Spieler sind auch irgendwie besser geworden. Ich auch ein bisschen. Aber ja, viel gute Konkurrenten und Konkurrentinnen und vor allem auch sehr viele Junge vermutlich. Jetzt von der Season 4 gleich an. Ist man gespannt. Es soll sich ja um Superhelden drehen. Wie will sein? Und der andere Grund, dass ich nicht so zum Far Cry 5 spielen komme, ist das God of War für PS4. Unglaublich geniales Game. Holy moly. Gibt sicher auch Zeug, wo nicht so cool ist, wie er halt als Vater nicht unbedingt jetzt Vorbildfunktion sein sollte. Aber sonst gefällt es mir wirklich sehr gut. Die ganze Mythologie, die nordische, wie die Welt aufgebaut ist, wie man selber ein bisschen auswählen kann, was man als nächstes macht. Grafisch ist es absolut beeindruckend. Von den Fights, die Leviathan-Axt, wirklich sehr cool gemacht. Vielleicht komme ich dir dort auch mal noch dazu etwas sagen. Wenn es dann nicht schon Monate alt ist, das Game. Aber ja, wie gesagt, Far Cry 5 habe ich versprochen und ich freue mich gerne ein bisschen, Far Cry zu spielen. Und ich habe so den Eindruck bekommen, dass euch das auch noch taugt. Von dem her machen wir jetzt hier mal weiter. Wer es noch nicht kennt, es geht ja hier um den Kult in Montana. Schauen wir schnell auf die Map. Achtung, Spoilergefahr, nur schnell zum Sagen, ich habe jetzt doch auch schon das Ende der Zange erledigt, bevor ich von Disney Games überrollt wurde. Ich habe hier John seine Region in dem Sinne abgeschlossen, weil ich ihn habe erledigt. Gibt aber doch noch einiges zu tun, wenn man dann alles machen will. 5 Region ist auch die nächste, die ich dann angehe. Ja, ist halt noch wicked, weil ständig mit ihren Drogen vollgepumpt wirst. Man wird auch so ein bisschen aus dem eigenen Spielfluss gerissen, aber sonst stylisch gemacht. Und was ich auch muss sagen, ist allgemein so der Sound und die Atmosphäre haben sie geil herbekommen. Und der Jacob ist, glaube ich, die Region, die man am Anfang machen sollte. Aber genau das liebe ich halt an Open World Games. Sie machen das ein bisschen auf meine Art. Und klar wird man auch ein bisschen gelenkt. Yeah. Die Karte ist sehr cool gemacht. Kann man richtig fett reinzoomen. Finde ich immer ein geiles Feature. Ja, yeah, und jetzt muss ich hier irgendeinem Doktor helfen. Ja, wieso nicht? Und gleichzeitig hier mal so ein Fort rein. Nolans Fleisch Shop. Klingt doch auch gut. Ich würde sagen, wir machen doch das Action. Dann können wir hier in die Hell einsteigen. Und jetzt nur noch schnell zum Zeigen, sonst noch ein wichtiger Faktor. Das Game allgemein gefällt mir auch wirklich nice. Wie gesagt, man wird auch so ein bisschen aus dem Spielfluss rausgerissen, wenn einem die Story wieder einholt. Aber ja, die Story ist halt doch auch ein wichtiger Teil und die Charakter sind eigentlich ganz in Ordnung. Was noch cool ist, man kann sich hier zur Unterstützung halt Menschen und Tiere holen. Das sind 9 vordefinierte, die man durch Missionen bekommt. Und auch noch 3, die man halt selber aufgabeln kann. Die können alle so ein bisschen aufgelevelt werden, bekommen dann noch zusätzliche Fähigkeiten. Und ich spiele auch sehr gerne hier mit der Jazz, wo Pfeil und Bogen, also Silent, kann arbeiten kann. Allgemein sehr gute Stealth-Eigenschaften bietet. Und er hier der Boomer, auch wieder er tut Gegner hervorheben, was eigentlich sehr hilfreich ist. Zwischendurch schaue ich noch gerne auf Sido, die Sniperin, Grace. Und ja, eben hier der Cheeseburger ist funny und herzig, aber ja, jetzt nicht wirklich für mich so eine Hilfe. Ihn habe ich jetzt noch nie mit dem Flugzeug. Er ist halt easy, wenn es darum geht, um gegnerische Fahrzeuge, Flugzeuge, Boote, was auch immer zu erledigen.
Und er ist so ein bisschen spezialisiert auf Feuerwerk auch. Ja, yeah, aber ich bevorzuge den Stealth-Weg. Ihr seht, ich habe den Bogen montiert. Okay, der Granatenwerfer ist jetzt nicht so Stealth. Okay, die doppelläufige Pumpe auch nicht. Aber hier haben wir noch Sturmgewehr mit dem Silencer auch drauf. Was ganz leid ist und was ich schon noch schnell muss hervorheben, ist hier beim Skilltree in dem Sinn, man kann so Herausforderungen erledigen, die man automatisch bekommt, wenn man so ein bisschen abwechslungsreich versucht zu spielen. Und auch sonst gibt es dann zum Teil so Perk Points, wo man in Versteck findet und so. Und die kann man dann hier auf diesen Bäumen, 4 verschiedene Fähigkeitsbäume einsetzen. Da kann man völlig random etwas auswählen. Ausser es hat hier die Pfeile, die eine Abfolge voraussetzen. Aber sonst ja, ist das eigentlich easy. Das Ding ist einfach, damit man dann die dritte Waffe mitnehmen kann, muss man schon mal einiges zusammensparen mit 8. Das ist am Anfang, ja, doch, auch ein gewisser Weg. Und dass man dann hier die 4. Waffe bekommt, muss man sogar einen von den oberen Häuptlingen oder eben sie erledigen. Ja, erst jetzt ist es eigentlich geil, das ganze Arsenal, weil vorher wird man schon sehr eingeschränkt mit 2 Waffen. Also das habe ich nie ganz verstehen. Es hilft dem Game auch nicht unbedingt. Jetzt hier habe ich nicht wahnsinnig viel Knete. Da habe ich zum Glück vor der Deluxe-Version bekommen. Was ist gestanden? Sorry. Ist aber geil, wenn man nicht liest. What? What's the problem? Okay. Ja, ihr seht, ich spiele hier auf 21:9. Ich hoffe, es ist auch im Video ersichtlich. Und yes. Und spiele halt auch mit einem grossen Field of View. Weil ich es halt liebe. Always the same. Jetzt muss ich schnell schauen. Da ist es. Ja, voll. Yeah, gute Sache. 60 Bilder pro Sekunde, das Ding spielt sich butterweich. Und auch die Helikoptersteuerung, obwohl nicht sonderlich realistisch, finde ich ganz geil. Ganz geil gemacht. Man kann auch die rechte Maustaste drücken, wenn man jetzt mit Maus und Tastatur spielt. Und ich kann einfach frei rumschauen, während das Ding fliegt. Von dem her sehr, sehr hilfreich. Und auch das Aimen ist easy. Aber ich denke, mit dem Controller ist sicher ein Fahrzeug, Helikopter, Flugzeug noch einmal easier zu handeln. Weil hier auf diesen Tasten rumzudrücken, holy moly. Hey. Ja, und die Leute im Team, die haben natürlich weniger Textalben auch ein bisschen, zum Teil auch miteinander oder individuell auf Missionen. Kommt noch gut. Wiederholen sich nicht allzu oft. Ja, jetzt gehen wir das Ding mal an. Da unten wäre noch etwas zum Sprengen. Der Boomer ist auch hergesäckelt. Komm, wir schnappen uns doch den gerade. Sorry. So. Ja, ich weiss, man hat auch Raketen, aber ich spare mir die Dinger gerne auf. So, finally, hey. Also, was haben wir jetzt hier? Okay, sicher einiges an Support rufen mit diesen 2 Stationen. Also, glaube ich, so ein Metzger-Traktor dort, ja. Was geht da? Ja, versuchen wir echt hier zu landen, oder hat es sogar Gegner? Alright. Wait. What the fuck is happening? Okay, jetzt kann mir sagen, dass sie das erledigen sollen. Wait, what is happening, hey? Wo kommen die jetzt her? Vor allem ist es geil, dass sie es nicht geschnallt haben, dass durch den Helikopter ist gelandet. Ist das etwas Gegnerisches? Es kann natürlich sein, dass der Heli mich sieht, aber ja. Ja.
Eigentlich müssen wir uns da nicht so Angst machen, solange dass wir auch ein bisschen unter den Bäumen sind. Grafisch auch sehr ein schönes Game haben. Die ganze Natur dargestellt wird. Ist cool gemacht. Hey, aber der hat jetzt voll auf mich abgesehen, oder was? Kann sie den erledigen? Ja, das ist schon gut. Easy, merci. Ich könnte das Zeug natürlich auch selber probieren, vor allem wenn ich einen Sniper montiere. Oh wow. Habt ihr uns jetzt schon gesehen? Ist jetzt nicht ganz so stealthy gelaufen, wie das eigentlich vorkam, aber sie haben noch keine Verstärkung gerufen, glaube ich. Und sind wir ehrlich, wenn du keinen Bock hast auf den Stress, so wie ich jetzt gerade, wie gesagt, dann kannst du einfach deine Support-Crew schicken, dann hast du es geschafft. Juhu. Und aus irgendeinem Grund ist da bei diesen Siegessequenzen die Maussteuerung noch einmal massiv empfindlicher. Du kannst irgendwie 360, No-Scope, was auch immer, Leisure machen. Und dann hier die aufbauenden Wiedervereinigungsvideos. Ja, mal zum Teil Nonsens und zum Teil ganz okay. So, jetzt hat es wieder irgendjemand so ein bisschen Drogen. Ja, genau, da wird das Zeug produziert, ja. Voll. Ja, aber ja. Es sind natürlich jenste Leute, die irgendetwas von dir wollen oder die etwas für sie kannst machen kannst. Dann wirst du mehr oder weniger reichhaltig beschenkt. Schön, jetzt können wir auch wieder richtig fischen. Fischen kann man auch, by the way. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding in einem Far Cry, aber ja, cool kann man. Und hier Far Cry Arcade kann man selber etwas basteln. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. Und vor allem habe ich auch nicht so viel Gutes gehört, glaube ich, wenn es um einen Multiplayer geht. Yeah, darum spiele ich einfach hier Single, das passt. Es hat überall ein bisschen Story-Sachen, die man muss lesen muss. Es gibt ja aber. Genau. Look, I know the guy used to work for you back in the day, but he's gone AWOL with all the conspiracies. He just won't quit. Wants us to refuse the seeds and cut the animals loose. Says it's the only way to stop the globalist agenda. Yeah, right. Like we're gonna pass up the kind of cash the seeds are offering? Look, if he comes by again and I'm not around, just lie. Tell him exactly what he wants to hear and send him on his way. Don't let him get in your head. Hä? Das habe ich schon mal irgendwann anders gehört, im anderen Laden, Mann. Und ja, es geht um diesen Typ, ich weiß jetzt gar nicht. Der hat noch recht in dem Fall seine Kreise gezogen. Wo ist er da hinten in der Nähe? Ist er echt da? Er hat nämlich noch Heli hinten drauf. That's possible. Ja, das ist halt so ein verrückter Spinner mit seinem Aluminiumhütli, wo einem dann aber wirklich auch ein bisschen futuristische Knarre gibt. Darum, es ist auch von den Nebenmissionen her sehr nice gemacht. Nice pooch you got there. Man, this is the most awesome game I've ever played. That was some damn fine shooting. Thanks. Caddy Jet. Waffen gibt es jetzt nicht so viel flashiges Zeug. Es sind ja Standardwaffen, die zum Teil noch ein bisschen nice koloriert sind. Und da kann man auf jeden Fall einiges auch kaufen, wenn man will.
Aber ja, Knete kann man jetzt nicht unbedingt so easy machen, je nach Spielart. Und von dem her muss natürlich wohl überlegt sein, wie man das investieren will. Ich würde sagen, ich tue schnell mit Pfeilenbogen. Wobei, ich muss schnell schauen wegen der Herausforderungen. Es geht darum, dass ich vielleicht noch... Nein, habe ich schon geschafft, okay. Aber es geht auch darum, dass man mit den jeweiligen Waffen... Schönes Outfit, by the way. Respekt an Ubisoft, dass sie nicht immer alles Ganze so ernst nehmen. Right. So. Best way to take care of your shit is don't own shit in the first place. Ja, ja, schöner Spruch gewesen. Hey, wow, wirklich schöner Spruch gewesen. Also, jetzt müssen wir mal schnell schauen, was wir hier als nächstes machen können. Wollen wir einfach mal so ein random Gebiet anfliegen. Da bin ich noch nicht gewesen, laut dem Nebel. Es gibt zum Teil auch cool so verlassene Bunker, fast wie im Fallout. Wo man dann looten mit so Mini-Missionen verbunden sind. Sieht schon wunderschön aus, oder? Lichtstimmung 1 an. Oh, holy moly, okay. Ja, das ist so ein bisschen eine dickere Festung, könnte man sagen. Wow. Schön noch mit klassischen Hängebrücken im Rücken. Jeez. Ja, nicht ganz sicher, wie sinnvoll, dass hier ein Angriff ist. Hey, Moment schnell. Das ist ja meine Heimbasis. Was erzähle ich hier für Geschichten? Absolut genau. Schau mal, wie gut dass sich da auskennt. Und das haben wir hier unten für ein Gegnergeschwader. Okay, Transportbötli. Okay, also somit hat man jetzt hier gerade noch eine Nebenmission geschafft. Cool. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir effektiv das wahre Ziel an, das ich grundsätzlich verfolgt habe. Was ich auch muss sagen, ist, dass die Nächte fast ein bisschen lang dauern. Gefühlt. Es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich irgendetwas gemessen habe. Und grundsätzlich ist es auch im echten Leben so, dass die ein Moment dauern, die Nächte. Es wird auch nicht allzu hardcore dunkel meistens. Aber es ist doch nicht unbedingt jetzt optimal für das Game in Bezug auf Grafik. Hey. Die Grafik ist wirklich dann meist am Blazen, wenn Licht rum ist. Ja. Und klar hat man in der Nacht gewisse Vorteile in Bezug auf das Schleichen. Aber ich hätte jetzt noch nie wirklich müssen sagen, hey, das wollte ich jetzt unbedingt in der Nacht machen. Alright. Ja, da brennt einiges, he? Das scheint mir nicht eine Basis von mir zu sein. Okay. Ah doch, hä? Ja, okay, ja.
Ja, das ist eigentlich jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, oder? Könnte auch zum Tod führen vom Protagonist. Darum steigen wir jetzt einfach mal aus. Selber abgeschossen, auch nicht schlecht. Das Gute ist auch, dass dass das Feuer auch relativ cool wieder umgesetzt ist. Nicht gerade Far Cry 2 Level, aber doch auch sehr gut. Und so kann man das Ausbreiten auf jeden Fall nutzen. Wow, wow, fucking maniac. So. Sie können wirklich auch gut kämpfen. Meine Supporter. Geile Sieg. Ja, gut, hat auch eine gewisse Distanz, die sich zurücklegen kann. Sehr nice, oder? Die haben Gang noch nicht genug. Ui. Ja, me too, me too. Wow, das ist ganz leid. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh nein, der Dick, der Dick. Boah. Yes. Was ist jetzt los da? Hey, ich habe keine Blase, wenn ich das jetzt alles überlebt habe, muss ich zugeben. Vor allem seit wann habe ich jetzt Explosivmunition? Hey. Ja, ja, ihr seht, armer Noob kann sich dem Game zu etwas bringen. Und es ist wirklich jedes Mal eine andere Sequenz, also Hut ab. If you're near the Jessup Conservatory, I got a problem maybe you could solve. You ever heard of a fellow by the name of Feeney? Used to be a pharmacist, but now he's working with the cult to make that bliss. Anyway, here's what I'm thinking. If you burn those fields of flowers, you'll get Feeney's attention. And when he comes for you, well, I've seen your work. You know how to handle yourself. Feeney's hurt countless families, Deputy. He can't be allowed to hurt anymore. Word around here is Rachel Jessup turned that conservatory over to the cult a while back. Didn't see Eden's Gate for what they were, I suppose. Maybe she just didn't care. The folks say that's where the cult figured out how to turn all those flowers into the bliss. The angels, the judges, the mist, they all started in that miserable place. Thank God you shut it down, Rook. Aha. Man kann leider nicht selber einen Namen auswählen. Man ist einfach der Rookie. Also eigentlich sollte jetzt hier Ding, hä? Einen Flammenwerfer auspacken. There's trouble over there. Be careful. Hier ist die Spezialwaffe, die ich erzählt habe. Ja, ja, eben. Du hast so ein bisschen organische Ziele zum Match verarbeiten. And remember, you gotta burn those bliss fields. Mhm. That'll bring Feeney right to you. Working on it. Schon ganz ein geiler Flammenwerfer, ey. Wie ein Alien. So, das Zeug ist down, oder?
Da jetzt noch ein paar wenige. Hey, Deputy. Feeney's coming to you. Get ready. This is your chance. Okay, Feeney here. We're just arriving. What's going on down there? Ja, das ist natürlich super. Dass sie mich anzünden können. Get out! It's a trap! We've lost Jessup! It's an ambush! Go! Go! Ja, definitiv ein Ambush. Rendezvous. We'll finish them off there! Eliminate. Wie schnappen wir uns da? Jetzt können wir hier so Spezialzeug fooden. Da sind wir viel... Was? Ah ja, genau. Oh, ich hätte auch den Heli müssen nehmen. Ich hätte auch den Heli müssen nehmen. Scheisse. Copy that! Okay, jetzt habe ich es nicht geschafft, den zu eliminieren. We got company! I can see him right over there! Eat, sit, die! The fuck, I'm hit! Got him inside again! Need some help! Zum Glück haben wir hier einen schönen Fallschirm. Und hier gibt es immer so Spezialherausforderungen. And I'm hit! That's it! Give me a hand! Ja, okay, ja, sorry, ja. Die Chest ist dem Fall abgelegen, den kann man sie in einer Zeit gar nicht brauchen. Aber die kommen dann wieder. Help and help me! July 4th, 1963. Clutch Nixon, the greatest Ja, stuntman sorry in Montana. zusammen. Ich weiss, die möchten es vielleicht gerne sehen, aber das Problem ist, Flugzeugsteuerung ist himmelleid auf dem PC mit Maus und Tastatur. Muss ich wirklich sagen, hey. Hey Jungs, ihr hättet jetzt schnell auf uns können warten, oder? Ja, so wird das gar nicht. Da brauchen wir ja ewig. Heard you need a strong hand. Sonst gehen wir hier einfach auf die Strasse rauf. Come on, dude. Können wir das nicht einfach übernehmen? Oh. Hey, merci vielmals. Let's do this shit. They're gonna have to up their game if they want to trade with us. Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Es ist einfach auch ein geiles Game zum ein bisschen chillen. Obwohl es halt schon eher auf Brutalität ausgelegt ist, teilweise. Ist es schön gemacht, hey, mit der Natur, mit der ganzen Stimmung. Hey, zieh euch das mal rein. Ja, richtig geil. Ja. Wer ist denn das jetzt? What the fuck is happening? Habt ihr das jetzt gesehen? Das ist Jazz, hä? Ja, aber wieso hast du den Fallschirm draussen? Wir sind doch mit dem Boot hier angekommen. Jetzt ist sie vorhin hier gelandet und tack, hat sie wieder raufgespickt. Ja, schon wieder, hä? Was für ein geiler Glitch. Ah, was für ein geiler Glitch. Ja, und da ist die andere Pfeife, oder wie sie heisst. Weil man jetzt die zweite Stufe erreicht hat. Zieht er es rein? Jetzt hat sie es endlich geschafft. Well done. Man, Was für ein super old Dude. Ui.
Man will ja doch nicht gerade immer attackiert werden von diesen Asis. Schnell schauen, was sie kann anrichten kann. Aber wenn man muss, kann man dann gleich. Kann man dann gleich ein bisschen kämpfen. Schön gesagt, schön gesagt. Ich hätte es nicht besser können sagen, oder? Hä? Fuck you, you fucking fucks. So, come on. Burning, oder? Nein, geh noch nicht. Das gibt's ja nicht. Come on! Ich lasse hier meine ganze Mund durch. So. Ja. Wow. Und er hat es überlebt? Nein, nein, eh nicht. Ja. Das wäre jetzt auch krass gewesen. Jetzt kommt hier noch der Nächste irgendwie, der etwas will. So. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Nicht ins Feuer, Mann. Crap. Ah, oh. Gut, okay. Was haben wir denn hier jetzt als nächstes? So ein Killer-Wölfli. So. Jetzt können wir hier schnell wechseln. Genau. Oh nein, jetzt mit der AR gewechselt. Nein, das wollte ich nicht. Sorry. Also, pardon, ich komme gerade. Well done. Ich weiss zwar jetzt nicht genau von was du bist gestorben, aber... Ah, schau, da hinten ist sie wieder. Ja, irgendwie ist man konstant so ein bisschen unter Drogen jetzt in diesem Game. Und früher war das noch geil gewesen. Also, was heisst schon früher? In Far Cry 3 war es noch etwas Neues gewesen in diesem Sinn. Das ist sicher nicht das erste Game, das es gemacht hat, aber gleich. Und nach dem 4 jetzt mit dem Teil ist schon fast ein bisschen mühsam gedünkt, mit dieser Tigerwelt auch. Und jetzt hier ist es fast ein bisschen too much. I don't know, hey. Come on. Ui, da habe ich nicht gesehen. Merci, merci. So. Die Repair Torch habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich die ziehen. Genau, da. Jetzt kann man nämlich Fahrzeuge reparieren. Das ist glaube ich gut, oder? Ja, ja. Ja, wobei, ja. Ui, sorry, gut. Eigentlich können wir jetzt auch noch ein zweites Teammitglied reinnehmen, wenn der Boomer ist ausgeschieden. Nehmen wir doch. Doch eh sehen, oder? Grace ist cool. Die ziehen jetzt so schnell wie möglich zu uns her. Won't know what hit him. Don't worry, I'll get a clean shot. Sleep tight, motherfucker. Changing spots. No surviving a hit like that. So. Ich sage, das ist ganz okay gelaufen. Ich frage, ob noch irgendjemand drin ist im Gebäude. Wow, was ein schöner Chillerplatz, hey. Nice. Now move
Okay. Es sind natürlich auch wieder jenste Sachen zum Einsammeln. Sie haben sich ja dafür entschieden, keine Minimap zu machen. Was so ein bisschen... Ja, ich weiß doch auch nicht, das Gefühl, dass man halt in dieser Welt ist, soll steigern. Und teilweise macht das auch ein bisschen Stimmen, dann schaut man nicht die ganze in die Ecke. Aber ja, dann schaltet man halt einfach die grössere Map ab und zu ein bisschen ein. Von dem her... Was dumm ist, der Bastard? Switch your position. Can't do anything from here. Wie kommen wir dort her? Moving out. Let's do this. Ist das wieder irgend so ein Glitch? Hey? Oder gibt es da unten ein Höhlensystem? Changing position. Geil. Im Rennfahreranzug. Nö, es ist schon dort oben, hä? Sorry zusammen, wir müssen wieder zurück. Ah, der See ist, der Fluss ist glaube ich auch verseucht mit dem Bläszeug, wo sie überall reinlassen. Es hat auch jenste Mutantentiere und so. Und der hat ganz schöne Strömung auch. Das Wasser ist eigentlich, wenn man so drin ist, ganz okay gemacht. Aus Distanz sieht es zum Teil ein bisschen quecksilbermässig aus. Ja, schade, spielen wir nicht Fortnite, sonst können wir jetzt hier ganz schnell einen Steg aufbauen, aber so geht es natürlich auch. Es ist so krass, in so manchem Game fällt mir das jetzt auf. Ich denke auch, bei Fortnite könntest du jetzt hier einfach aufbauen. Ja, wir sind verarscht worden, habe ich das Gefühl, oder? Ah nein, dort ist der Bunkereinstieg. Schau. Ich muss einfach nur die Augen ein bisschen offen haben. Können wir das hier fertig machen? You think you can stop this? Eden's Gate is... Wow, Deputy, you got him. No more Feeney, no more drug chemistry. We're getting rid of that bliss. Ain't that something? I'm proud of you, Deputy. I think my boy would be proud too. Ja, das sind eben die Bunker. Haben alles das gleiche Layout. Deputy, I gotta tell you, I didn't think we'd ever get this far. But you're taking this fight to Faith, and she knows she's losing. So keep doing what you're doing. And don't forget about Burke. If you see that marshal wandering around out there, you grab him, Rook. We gotta get him out of that bliss. White horse out. Stinker. So. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch einen guten Eindruck gegeben vom Game. Wenn ihr jemanden sehen wollt, der noch ein bisschen mehr Energie hat, das Game spielt, findet ihr sicher jenste Let's Play im Internet, haha. Aber wenn ihr von mir noch ein bisschen mehr sehen wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne sagen. Vielleicht kann ich mal ein bisschen recorden, wenn ich nicht ganz so müde bin, aber es ist doch einigermaßen gegangen. Und ja. Es ist halt einfach schon ein geiles Game. Es ist halt einfach wirklich ein geiles Game. Darum, wenn ihr momentan nicht weiss, was gamen, kann ich absolut die Empfehlung aussprechen, wenn ihr auch einigermaßen auf First-Person-Shooter steht. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.